Was denkst du, wie viele People werden kommen? Aber schau, das ist jetzt das Ding, ich kann es wirklich null einschätzen. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Der 16. September 2018 war wahrscheinlich einer meiner krassesten Tage in meinem Leben gewesen. Aber ich würde sagen, fangen wir einfach von Anfang an. Der Milo ist natürlich ganz ein guter Kollege von uns, das ist klar. Salut zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind ja gerade mit der Squad am Rumsteppen. Was geht ab, Leute? Hallo, ich bin der Marc, abonniert mich, merci. Hört deine Schnurren, Alter. Der fängt schon wieder ganz schlecht an. Auf jeden Fall ist heute der grosse Tag, der Big Day. Wir haben unser Fan-Treffen, beziehungsweise den Markt. Unser Fan-Treffen, wo er so lieb war, dass wir mitkommen, beziehungsweise mitgehen. Das Fan-Treffen. Auf jeden Fall haben wir jetzt 1:45. Wir müssen am Bahnhof den lieben Pumpkin abholen und dann noch etwas essen. Das heisst, wir werden wahrscheinlich... Nein, da okay. Das heisst, wir werden wahrscheinlich zu spät kommen. Aber das ist ja normal für YouTuber. Und ja, ich muss ganz ehrlich sein, die haben ja den Vlog letzte Woche gesehen, meine Schultern. Im Vlog ist es eigentlich relativ gut rübergekommen, aber ist nicht so gut, wie es ausgesehen damals. Ich glaube, ich muss noch zum Doktor gehen nächste Woche. Aber ja, interessiert euch ja gar nicht. Ja, hast du eigentlich recht. Das ist so cringe gewesen. Marc, ja. Was denkst du, wie viele People werden kommen? Aber schau, das ist jetzt das Ding, ich kann es wirklich null einschätzen. Ich schätze es mal so 60 Leute. Das wäre schon heftig. Ich habe gesagt 100. Alter, 100 wäre so übertrieben. 100 ist wirklich viel, aber... Hure abgehobener Elia wieder. Ich habe glaube 80 gesagt, aber es ist halt so, oder? Entweder wird es extrem ernüchternd. Sprachen lernen, Bubble. Ernüchternd und es kommen so 20 Leute. Oder es wird absolut, keine Ahnung, krass und es kommen einfach 100 Leute. Wenn 100 Leute kommen, dann ist fertig. Können wir ganz kurz das Büsschen hinten appreciate, Alter. Mega nice Roadtrip-Büsschen. Absolut nice Roadtrip. Könnten wir mal einen Roadtrip machen mit so einem Büsschen? Ich finde es auch hure schwierig abzuschätzen, wie viele Leute das kommen. Weil es ist wirklich das erste Treffen, das ohne irgendein Event stattfindet, das also wir organisiert haben. Also wir haben einfach einen Post gemacht auf Insta, dass es stattfindet. Aber es sollte ein lustiger Tag werden und ich bin einfach gespannt. Ja, gespannt sind wir wirklich alle gesehen. Weil ich meine, wir haben alle überhaupt keinen Plan, wie so ein Zuschauertreffen abläuft. Was machen wir, wenn man dort ankommt? Was macht man überhaupt in so einem Zuschauertreffen? Ja, da hat es ein bisschen Lärm, wie man hört. Und ich muss wirklich sagen, ich glaube nicht nur ich, auch die anderen sind sehr nervös von dem Tag. Wir haben eben nicht gewusst, wie viele Leute das kommen, wir haben nicht gewusst, was wir machen. Wir sind einfach in den Tag reingegangen, ohne etwas zu wissen. Das Fan-Treffen wäre ja um 2 losgegangen, wir haben uns aber dazu entschieden, dass wir auf die 10 ab 2 gehen, damit wir einfach die Leute sind, die ans Treffen kommen und nicht mehr dort wie auf die Leute warten. Ich weiß nicht genau, ob das Sinn macht. Und somit sind wir dann dort hingegangen. Also Leute, wir sind jetzt da. Das ist Pumpkin, das ist der Elia. Oh ja. Also schau jetzt. Können wir führen? Ja. Oh mein Gott, wie viel! Alter, das sind absolute Mädels. Also um jetzt weiss unsere Backpacks damit an. Absolute Crowd. Marc, willst du mir einen fetten Anspruch halten? So jetzt ein Abo-Treffen Ansprache mach eine. Finde ich hure nice, dass so viele von euch sind gekommen. Wir werden jetzt zuerst mal ein bisschen mit allen reden, die wollen, Fotos machen, Autogramm, keine Ahnung, was ihr wollt halt. Wenn ihr das wollt, weiss nicht. Abgehoben! Eben, ich habe nur gesagt, wenn ihr wollt. Oh baby, this time will be gone forever. Never in a lifetime will you see us back here again. So come before it's too late. Hurry now, cause I can't wait. Let's put on our anthem. We'll be singing all night long, all night long. Fishes in the stream, and down the boulevard of broken dreams. Also Leute, folgende Situation. Wir haben mit euch allen ein Video machen oder sogar 2, je nachdem wie die Zeit lenkt. Und zwar, ihr kennt es alle, eine Ja, Nein, Nicht Challenge. Ja! Aber, Leute, Moment. Jetzt gibt es eine grosse Diskussionsrunde. Und zwar hat der Marc gesagt, dass er das Video auf seinem Kanal machen. Genau, also der Ja, nicht Challenge. Genau, und der Herausforderer, Adrian Vogt, hat das Video für seinen Kanal machen. Und jetzt
gibt es ein Schere-Stein-Papier-Battle, wer das Video nachher hochladen. Oh shit! Wir machen jetzt Schere-Stein-Papier. Geld, entspannt, Also. Ja, chill. Also, verstanden. Wie machen wir das? 1, 2, 3, Schere-Stein-Papier auf raus. 5. Einfach der, der zuerst 5 hat, mit dem machen wir es nicht. Wir gehen raus. 1, 2, 3, raus. Nein, wir machen einfach Schere-Stein-Papier. Okay, gut. Also, Ready? Aber kannst du so Trommelwirbel machen, Alter? oh, also, Schere! Schere! Schere, Stein, Papier! Oh, nochmal. 0-0. Schere, Stein, Papier! Gut Gut ausgestellt, Richtige Autisten. Alter, absolute Autisten. Also, was? Also, das ist Matchball, Leute, wir wissen es. Pause, weil das Battle geht auf dem Max im Kanal weiter. Ich habe ihm die Footage gegeben, damit er die kann usen für sein Video, das jetzt auch online gegangen ist übrigens. Aber schauen es erst nachher an. Auf jeden Fall sind wir dann schon ein Zeitchen im Fan-Treffen drin. Wir haben so viele Fotos gemacht, so viele Sachen unterschrieben. Es war einfach absolut krass gewesen. Ein paar Leute sind dann auch gegangen und dann hat so die Phase angefangen, wo wir so erst so richtig realisieren, Alter, was ist da gerade passiert? Und zwar sind wir dann alle in so eine Nostalgie hineingefallen. Ich meine, hört es euch einfach selber an. Es wird langsam oben und es hat noch ein paar Leute da. Oh mein Gott. Der Elia kommt auch gerade dazu. Alter, was ist das für ein Tag? Holy shit. So viele Leute. Wie viele von euch gekommen sind? Es ist einfach krass gewesen. Es sind, ich schätze jetzt mal 100 Leute gekommen. Über 100 Oder über 100 Leute. Es sind so viele Leute gewesen. Messi Filme an jeden, der gekommen ist. Wirklich. Ich meine, wir machen Videos. Und ihr macht genau, und die kommen hier an. Wir sind einfach so irgendwelche Dudes, die Videos machen und wir bringen euch dazu, oder wir schaffen es, dass ihr da hinkommt, wo wir sind. Wir sagen, wir sind da und ihr kommt und so viele Leute kommen. Und es hat Leute gehabt, die haben ihre T-Shirts bedruckt. Können wir noch kurz anschauen? Und das ist einfach, oh mein Gott, keine Ahnung. Den Tag haben wir einfach wieder mal gezeigt, dass es eben schon eine Schweizer Community gibt. Und das ist einfach so, der Tag wird verewigt in meinem Herz. Können wir alle, die am Zuschauertreffen waren, in die Kommentare schreiben, dass die gewesen sind. Schreibt einfach irgendetwas, vielleicht was ihr schlecht gefunden habt, was ihr gut. Hashtag ich bin da gewesen. Schreibt auch, wenn ihr vielleicht etwas nicht so gut gefunden habt. Aber T-Shirts will ich euch noch kurz zeigen. Also da ist das T-Shirt, da steht «Habt deine Schnurren», absolut ein legendärer Satz. Und da oben dann «Komm doch da, ich gebe dir eine Banane» und «Ich lebe mein Leben auf Adrenalin». Auf jeden Fall, kannst du wieder umdrehen. Messi vielmal für den Check. Das kannst du. Ja, nee, alles. Nice, Alter. Oh mein Gott. Nein, ich habe vorhin mit dem Can schon darüber geredet und mit dem Elia, der jetzt übrigens hinter der Kamera steht. Hä, Elia? Oh. Das ist ja absolut nicht mehr lustig, Jetzt mal mit dir, wie hast du das Treffen gefunden? Wir haben es absolut mad gefunden. Ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, ich hätte niemals damit gerechnet, dass so viele Leute kommen. Es waren wirklich etwa doppelt so viele, wie ich gedacht habe. Das ist echt krass und es war einfach ein super geiles Treffen. Es waren alles sympathische Leute, bis auf... Nein, Spaß! Nein, Spaß! Also, nein, es war wirklich cool, alles coole Leute, und coole Zeit und abonniert mich! Gut, das mit dem Kanal abonnieren könnt ihr eigentlich sein. Auf jeden Fall ist an diesem Punkt das Fan-Treffen, wenn man es so nennen kann, vorbei gewesen. Es waren noch 2-3 Leute dort gewesen. Mega nice, die bis am Schluss geblieben sind. Ich rede jetzt einfach mal über den Schießstand drüber. Wir sind dann zusammen mit der ganzen Squad noch etwas essen, haben so ein bisschen in die kleine Schanze gechillt, das ist ein anderer Park in Bern. Und dann, oh mein Gott. Dann sind wir alle auf unsere Züge gegangen, sind heimgefahren. Man war so allein, wir konnten Musik hören und dann haben alle, wirklich. Ich habe den Marc, den Elia, den Pumpkin, den Can, glaube noch nie so erlebt wie in dieser Phase. Wir haben einfach realisieren, mehr junge Video-Creators, mehr junge Dudes, die irgendwelche Videos im Internet machen, haben es einfach geschafft, dass über 120 Leute schlussendlich zu der grossen Chance gekommen sind, nur wegen uns. Und das ist schon mega krass, wenn man bedenkt, dass es eigentlich nur 120 Leute sind. Das ist ein Bruchteil von den Leuten, die wir wöchentlich mit unseren Videos unterhalten dürfen. Wir haben erst realisieren, wie viele Leute eigentlich hinter diesen Views bzw. hinter diesen Zahlen stecken. Und dann haben wir alle die Insta-Stories machen, wo wir uns für alles bedanken, weil wir einfach so in einer nostalgischen Stimmung sind. Wir haben einfach realisieren, was gerade passiert ist. Darum wollte ich nochmal Danke sagen an alle, die an das Fan-Treffen gekommen sind, an alle, die mich, den Can, den Marc, den Elia, den Nati, den Pumpkin, alle anderen Schweizer YouTuber immer unterstützen mit Views, Likes,
Dislikes, keine Ahnung was, einfach mit allem, was ihr uns unterstützt. Es geht wirklich ein Shoutout aus an alle, die gekommen sind, an die 2 Mädchen, die einfach gekommen sind und kein Foto machen, sondern die haben nur so gesagt, hey, nein, wir wollen einfach reden, wir wollen den Moment appreciaten. Das habe ich mega nice gefunden. An die Mädchen, die sich die nice Shirts gemacht haben und an alle anderen, die gekommen sind. Und noch ein grosses fettes Danke an Can, Elia, Mark, Nati und den Pumpkin, dass ich das mit euch erleben darf, weil ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Wir sind so eine üble Crew. Ich finde es mega nice, dass wir das zusammen erleben dürfen und ein mega krasses Erlebnis ist das gewesen, ein mega krasser Tag ist das auch gewesen. Schon die ganze Woche bin ich noch so ein bisschen in so einer komischen Stimmung. Ich weiß nicht genau, wenn man auch mal wirklich realisiert, was man erlebt hat und was man geschafft hat, das sind so krasse Gedanken, das checkt man gar nicht. Auf jeden Fall die am Fantreffen waren, merci vielmals. Schreibt doch in den Kommentaren, wie ihr das Fantreffen gefunden habt, was wir vielleicht das nächste Mal könnte besser machen könnte. Für die nicht kommen konnten, Entschuldigung nochmal, wir haben einfach einen Tag aussuchen und haben dann das Fantreffen gemacht. Und ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Merci vielmals nochmal an alle. Ich habe so viel nicht Messi gesagt. Und übrigens auch Messi an der Schießstand dort unten, wo genau dann am Schießen ist, wenn ich ein Video drehen will. Aber dann würde ich sagen, sehen wir uns diesen Sonntag mit dem nächsten Video. Peace und Blümchen. Und der Lani die in Ruhe. Jetzt schon mit dem Poco ab und blass du mit. Ey! Oh mein Gott, Alter!